Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit War Drum. Genau. So, also, wir planen mal unseren weiteren Weg. Wichtig ist nur, haben wir ja gestern beschlossen, wir müssen da oben rechts hin. Und da wir hier nicht anders hinkommen, bleiben uns nur die zwei rechten Wege. Alles klar. Okay, der links ist schon mal draußen. Was wählen wir denn hier? Hier oben hätten wir Heilungsgedönse. Und da hätten wir ein Ereignisgedönse. Gehen wir den leichten Weg oder gehen wir den schweren Weg? Wenn wir das Heilungsgedönse wählen, ne? Ja, komm. Wird nicht lang gefackelt. Wir gehen rechts rum. Keine Ahnung. Sonst gehe ich immer links rum. So, normales Gefecht nachts. Dann gucken wir mal, ja, was wir haben. Ah ja. Ich bin gespannt. Okay. So langsam, aha. Wird's etwas anspruchsvoller. Wir gucken natürlich erstmal um. So, ich sehe hier rote Fässer. Rote Fässer, ganz neu dazugekommen. Was ist mit den Blümchen da unten? Nix, die blühen nur schön. Guck mal, wieso zwinkert mir denn das Skelett dazu? Ist halt so, nicht wundern. So, jetzt pass auf. Rote Fässer würde ich gern zum Gegner schicken. Das ist ganz klar. Aber erstmal müssen wir uns ein bisschen neu orientieren. Okay, ich merke schon. Also, sehe ich das richtig? Das ist nur ein Bogenschütze. Okay, der Rowdy, der hat's halt drauf. Der wird mir wieder ordentlich. Der hat 265 Lebenspunkte. Dann würde ich mal sagen, wir gucken erstmal, wie weit die Oma kommt. Ja. Gewalt. Der mit seinen blöden Granaten da, weißt du, die Oma ist aber auch nicht ohne. Wobei die Oma nicht wirklich Fernkampfangriffe machen kann. Ich glaube, um die Oma kümmere ich mich jetzt erstmal gar nicht. Ich platziere... Okay. Also, ich wollte gerade sagen, ich platziere meinen Schlagzeuger da vorne. Ja, das mal auf jeden Fall. Sie muss ein bisschen hinten bleiben. So, ich glaube, das ist auch das Einzige so, was ich machen werde, ja. Ja, passt. So, ich will jetzt kämpfen. So. Okay, dann legen wir mal los. Ich würde gerne ihn erstmal rhythmieren lassen. Und zwar hier. Und zwar habe ich schon meinen Defensiv-Buff. Den mache ich, glaube ich, gleich, oder? So, Defensiv-Buff. Ja, nee, einfach so halt. Wenn du das sagst. Hätte ich mal so langsam mit ihm hier gucken. Er hat halt das Problem. Okay, unterhalb vom roten Fass könnte ich noch hin. Dann mach das mal und konzentrier dich mal ein bisschen auf deine immerhin eine Attacke, die du kannst. Und mach die mal ein bisschen besser. So. 30% besser. So kann's bleiben. Wie gesagt, die Oma ist mir im Moment noch egal. Der Bogenschütze kann auch nicht viel tun. So, sollen wir hier Zangentaktik fahren? Sprich, der Bogenschütze... der Bogenschütze wieder, guck, da kommt er nirgends hin. Der Pech, da er weder das eine noch das andere kommt, wird er halt hier hingestellt. Sollen wir ihn ein bisschen zum Gucken schicken? Dass er überhaupt was zu tun hat? Ja, komm, machen wir. Ich glaube nicht, dass da einer hinkommt, aber wir machen das jetzt einfach. Also ich glaube nicht, dass da jetzt einer reinrennen würde, weil der nächste ist ja eh der Bogenschütze, der wird mir da nicht reinrennen, aber kann man ja mal machen, ne?
Ja. Ja. Du. Hierhin bitte. Auch ein bisschen außerhalb. Und du kannst was machen? Warten. Einfach warten. Und mit ihm werde ich hier meine Zangentaktik probieren. Junge, was seid ihr alles für Humpler, weißt du? Auch warten. So, Gegner am Zug. Was macht sie denn für einen Quatsch? Wieso hat sie ihm denn jetzt Bluten zugefügt? Für 10% mehr Gedönse. So. Okay. Alles klar. Passet auf. Erstmal gucken, wie weit komme ich denn mit ihm? So, könnte ich mit dem Bogenschütze? Wenn ich mit dem Bogenschütze hier hingehen würde, wen könnte ich da treffen? Ihn. Und wenn ich ihn treffe, treffe ich auch ihn, ja? Ist ein Versuch wert. So, lass mal, wo ist er denn? Da, lass mal kurz gucken. 4, 5 und sie hat was? Sure. Weiß ich gar nicht. Ja, lass doch mal gucken, was du kannst, Mädel. 3 und noch mehr. So, da sie aber mehr Glaskanone ist als er, würde ich ihn... Hallo? Aber ich habe dich doch jetzt ausgewählt. Ja, aber nicht zum Ziehen. Okay. Wir stehen da oben wirklich nicht? Nee. Ja gut, dann machen wir das einfach, weil was können, ja? Gute Idee. So, immerhin ein bisschen, ne? Kann ich ihn jetzt noch... Nee, ich dachte jetzt vielleicht, dass ich ihn noch... Ich hätte mal zuerst mit ihm trommeln sollen vielleicht. Wäre eine gute Idee gewesen. Aber Idee, Schmiede. Mir doch egal. So, pass auf. Ich sag dir jetzt, was du machst. Hab da gerade gute Idee gekriegt. Du gehst hier hin. Physische Attacken, ja? Du gehst nicht hier hin. Habe ich gerade überlegt. Ja, da zeig mal, ob du es noch kannst. Also, meine Idee ist folgende. Genau, das da ist meine Idee. Ist eigentlich verplempert von meinem Mega-Move, den ich habe. Aber was willst du machen? Dann kann der zumindest schon mal nicht auf uns schießen. Das ist mir eigentlich wichtig. So. Der hier kann noch einen Move machen, ja? Indem er sich zum Beispiel da reinstellt. Ich muss da nur ein bisschen aufpassen. Er kann natürlich aufs Fass schießen. Ist ja nicht zu fassen. Ich würde dieses Fass gerne nehmen und irgendwo anders hinlegen, aber das geht, glaube ich, nicht. So, ich kann zumindest mal mich hier hinstellen. Und... Nee, stehen bleiben und oh ja, da ein paar Fallen legen. Zum Beispiel ihm hier. Also der kann auch einfach oben rumgehen. Okay, kriegst du halt ein paar Fallen gelegt. Ja, hau mal da rein. Fertig. So. Ja, es sind nur Magiefallen, dann kriegen sie mehr Elementschaden, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja, ihn stellen wir dahin. Ich will nicht direkt ans Fass stellen, weißt du? Da habe ich mal gar keinen Bock drauf. So, nee, das brauche ich gar nicht machen. Soll ich irgendwie das hier tun? Nee, das bringt auch nichts.
lass mal kurz das Fass genau angucken. Wie weit macht denn das Fass Schaden? Okay, danke Fass. Das heißt, hier dürfte ich sicher sein. Ja komm, warum nicht? Ich habe ja nichts zu verlieren. Dann hat er wenigstens was zu tun, der Kollege, ja? Ja, mach mal. Also geht nicht. Ich muss einen Gegner anplären. Ja gut, dann bleib hier. Und halt mir die Flanke frei. Wer fehlt? Ah, der Trommeler. Trommeler. So, pass auf. Trommeler. Trommeler steht hier relativ gut. Weil er liegt nach Schaden minus 20%. Und ich müsste ihn quasi hier hinstellen. Und dahin. Dann wäre der Bogenschütze nimmer im Kreis. Weißt du was? Ich lasse ihn hier stehen. Ja, bleib einfach hier stehen. Und verwende irgendwas Cooles. Mach mal was Cooles. Hier, Sprengmuschel zum Beispiel. Bringt das irgendwas? Sprenge ich damit nicht die Falle weg? Ich kann es mal ausprobieren. So. Nee, Falle ist noch da. Achso, ja, ich kann noch was machen. Ich könnte noch einen Rhythmus der Macht wirken. Komm, wir machen das hier gleich. Das ist eine gute Idee. Auf uns alle. So, damit ich nachher gleich im Heilungsding stehe. Haha, reingegangen. Reingefallen. In die Granate. In die Granate getreten. In die Granate. Ey, Mann, Oma. Echt jetzt? Muss das denn sein, Oma? Jetzt kommt der Hackenschletzler. Ah, aber ich stehe relativ sicher. Also das hat jetzt gar nicht mal so viel abgezogen. Gehen sie alle auf meinen Schläger. Auf meinen Schlagzeuger. So, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Guck mal, jetzt kann ich mich nämlich als allererstes mal unbemerkt hier anschleichen und dem ordentlich eine reinzwiebeln. Aber mal mit Freude. Oh ja, und dann kann ich ihn auch noch hochschubsen. Das noch dazu. Also links XA. Das machen wir. Bin ich hier der Profi, Strategist, Stratege. Stratege bin ich, ein Stratege, kein Strategist. So, wo wir gerade bei Strategist sind. Dem hier könnte ich noch eins rein, aber pass auf, mein kleines Mädel. Mein kleines Mädel kann eine Attacke, die beide trifft. Aber bevor ich diese mache, werde ich erst mit ihm hier ein wenig Angriff tröten. So, hast du nicht gesehen, hä? Alles klar. Also mit ihm Angriff tröten, habe ich gesagt. Nicht mit ihm, mit ihr. Nicht tröten, Mann. Da, diesen Move, der trifft ja beide. Jetzt, ja so, mein Dingens war schon so. Der trifft ja beide, dann machen wir das mal. Nun, geht so. So, jetzt muss er es richten und zumindest, also ich glaube, ihn kann er nicht kloppen. Wir können ja mal kurz gucken. Moment. Wir haben noch gar kein Item eingesetzt, richtig? Okay, pass auf. Wie könnte man denn das da jetzt halt geschickt machen? Kriegen wir hin. So, hier bin ich. Jetzt pass auf. Ach so. Ich hab noch, ja, der erledigt die Oma. Der erledigt die Oma. Oder? Jetzt pass auf. Also, ihn will ich. Und zwar soll er erstmal einen Gegenstand verwenden. Haben wir noch so leckere Sprengmuscheln. Weil... Gucke mal da, hä? Gute Idee. So. Bäm. Damit haut's den einen aus den Socken. Sehr gut. Und jetzt kann ich mich nämlich ihm hier zuwenden und dem ordentlich einen reinzimmern. Da, perfekt klein gemacht. So, und jetzt pass auf. Folgendes. Wir werden jetzt natürlich nicht die Oma angreifen, sondern wir probieren jetzt mit dem Bogenschützen. Genau.
den da oben zu treffen, das könnte hinhauen, oder? Also sie würde ich auf jeden Fall platt kriegen, aber wenn ich es hinkriege, dass er hier stirbt, der muss sitzen. Der muss sitzen, sag ich euch. So, wie macht man das? XAA. Okay. So. Der hat gesessen. Yeah. Mann, läuft das gerade gut. So, jetzt bleibt noch die Oma. Ist erstmal in die Granate gelaufen. Nee, es war eine Falle. Und jetzt kann sie hier mit ihrem Stöckchen, kann sie jetzt um sich hauen. Das ist mir nämlich gerade egal. So. Lass mal kurz gucken. Level 2, Level 3, Level 3, Level 3. Und du bist Level 3. Da würde ich sagen, mein guter Schwertschlagmann, du darfst der Oma eine reinzwiebeln. Einfach mal ganz nonchalant. Da, einfach mal eine wehrlose alte Frau platt gemacht. Schön. Guti, haben wir gut hingekriegt, haben noch ein paar Sprengnuscheln. Gekriegt, ganz klar. Und ein paar Level-Ups. Eigentlich nur eins, so wie ich das sehe, oder? Krieger passiv. Erhöht die Verteidigungsstärkung von Konterhaltung von 10% auf 15%. Mit unruhig belegen. Unruhig, gute Beat-Treffer werden zu schlecht. Schlechte Beat-Treffer werden zu verfehlt. Yes, nee, das ist irgendwie nicht so cool. Wenn ich da noch dieses Ding hätte, dieses Metronom, was das wieder andersrum macht, dann könnte man das wieder wegmachen. Aber 10% kritische Chance, wenn sich nur ein Gegner in Reichweite des Kriegers befindet. Klar, nehmen wir. So, ich spiele noch relativ sicher. Weil wir sind ja noch am Anfang, ich weiß, 3. Run und so, eigentlich sind wir mittendrin, aber ich sag mal, wir sind noch relativ am Anfang, deshalb machen wir das so. Was haben wir hier? Ein physischer Mehrfachziel, Fernkampfangriff mit verringerter Reichweite, aber hohen kritischen Schaden. Oh ja, der ist praktisch, den habe ich schon mal, kann ich mich noch dran erinnern, glaube ich. Mehrfachtreffer, lecker. Außerdem kann ich eh nichts anderes auswählen, aber hier kann ich was auswählen, Feuerbälle. Mehrfachzielzauber, der 2 Feuerbälle auf Gegner wirft, die 2 magischen Schaden verursachen. Oder Nahkampfzauber, der magischen Schaden an 4 Feldern in einem kegelförmigen... Was habe ich heute für Dingsbums? Umlautschwäche habe ich heute. Eine Umlautschwäche. Nahkampfzauber, der magischen Schaden an 4 Feldern in einem kegelförmigen Bereich verursacht. Also der geht schon weiter, der geht schon ordentlich, der macht schon ordentlich 220. Aber ich habe sie ja auf Glaskanone gemacht, also macht man nicht die Pizza. Ich weiß nicht, das Ding da soll eine Flamme sein, sieht aus für mich wie eine Pizza. Das hat man, glaube ich, letztens auch schon gar nicht mal so oft eingesetzt, aber wir nehmen es gerade wieder. Vielleicht setzen wir es ja diesmal oft ein. So, der Rest haben wir, ja. Guti. Lief richtig gut. Ich bin stolz auf mich. Lief richtig sehr gut. Also sehr richtig. Es lief halt einfach gut. So. Es lief so gut, dass wir hier irgendwie ein bisschen... Nun ja, was können wir machen? Erholsame Pause einlegen. Während du abseits der ausgedrehten Pfade wanderst, entdeckst du eine einladende Oase. Als du eine Pause ausrufst, fängt das Wasser an zu schimmern, was auf seine heilsame Wirkung Gedönse hindeutet. So, jetzt pass auf. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir in einer Oase sind und keinen Verletzten haben und vor allen Dingen keinen reanimieren müssen. Ja, dann machen wir mal eine erholsame Pause. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, was es bringt. Deine Kriegskapelle legt eine erquickende Pause in der Oase ein. Als ihr euch zum Aufbruch bereit macht, spürst du, dass die Magie der Oase noch nachwirkt. Alle Einheiten erhalten plus 20 maximale Lebenspunkte für das nächste Gefecht. Das heißt, ich geh da oben hin. Das ist aber klar. So, aber zuerst mal muss ich hier weitergehen. Erstmal ein Schätzelein holen. Aber ich gibt's was. Es ist der Kaufmann. Was hast du denn? Ich sehe da, dass er ein Stück Pizza liegen hat. Ihr trefft auf einen seltsam gekleideten grauen Kerl, der mit offenen Armen und einem verschmitzten Grinsen im Gesicht auf euch wartet. Er verbeugt sich und winkt euch mit einer Handbewegung zu einem schwebenden Tisch mit vielen Gegenständen herüber. Ich habe mal gehört, dass, ich habe mal eine Umschulung zu IT-Fuzzi. Diese ganzen Fachinformatiker-Dinge braucht das nicht zu wissen, ist egal. Und da war eine Praktikantin, das war eine Auszubildende, die hat, glaube ich, Grafikerin gemacht, die hat irgendwie Leute so beigewunken.
Hat mir totales Hirn bekloppt gemacht. Hab gehört, das machen die in Asien so. Naja, es war übrigens keine Asiatin. Ist ja egal. Grüße gehen raus. Weißt, wer du bist, war's cool. So. Ich nicht. Also, erstmal mit dem Labern ein bisschen Pläuschen halten. Du schon wieder. Wie kommt's, dass wir dich immer wieder antreffen? Also, das hatten wir schon. Okay. Ja. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Das hatten wir alles schon. So, da ist wirklich ein Stück Pizza. Guck mal hier. Fragiler Zauberstab, 15% magischer Schaden. Das wäre für meine Rhythmuswirkerin nicht schlecht. Spektralarmband. Ich habe gerade Spektakelarmband. Okay, ungewöhnlich. Spektralarmband. Immun gegen Bluten und Vergiften. Kann ich während dem Kampf diese Dinger da wechseln? Geht das? Und hier rote Borke. Minus 10% erlittener physischer Schaden. Also Bluten und Vergiften ist, ja, nervt ein bisschen, aber kann ich im Moment noch relativ gut kontern, indem ich einfach gut spiele. So, also die Wahl liegt bei mir gerade hier und hier. Weniger physischer Schaden. Ey, und wenn ich das jetzt halt nehme und meinem Mädel gebe? Moment. Ich sehe gerade, ich kann hier auch was verkaufen. Guck mal. Alter, das ist gar nicht erklärt worden. Ich kann hier auch Sachen verkaufen. So. Das ist ja Wahnsinn. Also nicht, dass ich es machen würde. Ich habe im Moment viel zu wenig Items. Aber ich kann hier Sachen verkaufen. Krass. So. Guck mal, 340. Das heißt, ich könnte mir beide holen. Ja, komm, was soll das? Also das ist eins meiner Lebensmaxime, die da lauten, wenn du im Laden stehst und etwas überlegst, sollst du das kaufen, sollst du dies kaufen oder sollst du das kaufen? Du überlegst zwischen zwei Sachen. Pass auf, bevor du zu lange überlegst, kauf entweder gar nichts oder beides. Wenn du dir nicht leisten kannst, beides zu kaufen, dann kauf gar nichts. Fertig. Und wenn du dir es leisten kannst, kauf beides, hast du doppelten Spaß. Je nachdem, um was es geht. So, Moment, können wir noch was kaufen? Heilendes Pulver, wie viel haben wir denn da? 4. Nee. Wie viel habe ich denn da? Sehe ich das irgendwo? Wenn ich auf Verkaufen gehe, könnte ich es sehen. Pass auf, wir haben 3 heilendes Pulver. Nee, wir haben 1 heilendes Pulver. 3 Sprengmuscheln und 4 Krähenfüße. Halt. Dann würde ich nämlich sagen, kaufen wir uns noch ein bisschen heilendes Pulver dazu. So, jetzt ist aber gut. Alles klar. Sind wir durch, haben wir ordentlich eingekauft. Und jetzt haben wir natürlich noch Schmuckstückplätze. Die werden wir jetzt... Was habe ich denn jetzt gedrückt? Was ist denn das für ein Knopf? X. Ah, Menü navigieren. Nee. Die werden wir jetzt noch anlegen. Und zwar habe ich mir so gedacht, für die Rhythmuswirkerin. Komm mal kurz her. Bla bla bla. Falle, Glaskanone. Lebenspunkte-Malus vom Preis der Magie verdoppelt. Ja, die kriegt das jetzt halt einfach noch dazu. Weißt du? Ja, aber eigentlich bräuchte das da. Stimmt. Ach Mann. Pass auf. 15% magischer Schaden. Und dann ist die Frage ja sowieso... Achso. Die Frage ist sowieso, wieso... Ist das plus 8 Schaden? Oder ist das physischer oder nicht physischer? Wir machen einfach das hier dazu. So. Jetzt haben wir noch 8 Schaden extra. Wie wär's denn, wenn du den kriegst? Du hast nämlich noch gar nichts, bist ein Armerl. Und außerdem steht hier so ein Knochen, kannst dir in die Haare stecken. So, wir sind gerüstet und wir gehen jetzt natürlich, kannst du mal zeigen, zum Elite-Gefecht. Weil, wenn wir schon mal so ein Lebenspunkte-Ding haben, dann wollen wir das auch ausnutzen, ne? Dass jeder 20 Lebenspunkte... Was ist denn Rhythmussturm? Der Schwierigkeitsgrad der Rhythmusphase wurde erhöht. Doch nö! Die Verfehlenchance von Gegnern wurde erhöht. Ah, okay, das ist aber auch ganz praktisch. Also wenn die Chance, dass sie vorbeihauen, größer ist, das ist ganz praktisch. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Auf geht's. So. Ich sehe, wir sind schön getrennt. Das sind unsere Gegner im Moment. Nur eine Oma, ein Schütze. Was ist das? Infizierte Töle und eine Alpha. 2 Alpha-Tölen. Da müssen wir uns natürlich drum kümmern. So, jetzt pass auf. Wir haben hier... Ah, das ist der falsche Knopf, ne?
Wir haben hier ihn. Ich würde ihn gern ein bisschen weiter nach vorne stellen. Nicht, dass es jetzt so viel bringt. Da, ja, ne? Okay, so. So, meine Vorbereitung. Alles klar. Jetzt lass erstmal gucken, wie weit er so kommt. Nicht wirklich weit, aber wie weit kommt er? Weit. Pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Wir machen das ein bisschen abhängig, wie weit andere... Ach, Mann. Mann, weißt du? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, alles klar. Und dann natürlich auch 2 Omas. Okay. Vielleicht sollten wir doch eher erst dahin gehen. Okay. Pass auf. Wir machen das wirklich davon abhängig. Wir gehen mit ihm noch sogar noch eins zurück. Wo war denn gerade der so ewig weit laufen konnte? Also oberhalb von der Frau wäre eventuell noch ein Plätzchen. Nein, wäre nicht. Oberhalb und links von der Frau ist noch ein Plätzchen. Geht nicht. So kann ich denn da nicht hinlaufen. Willst du mich veräppeln? Geht nicht. Also hier werde ich getroffen. Ja gut. Bringt alles nix. Versteckel dich. Versteckel dich und warte mal. Alter. Guck dir das mal an. Nee, Moment. Moment. Ernsthaft jetzt, da geht 1, 2. Der muss doch da hingehen. Ne, irgendwie geht er nicht. Nein. Nee, musste nicht. Okay, pass auf. Dann gehst du bitte hier hin. Ist das wirklich? Ja. Das ist irgendwie doof, dass ich da nicht wirklich weit laufen kann. Naja, pass auf. Dann machen wir Folgendes. Wir ein paar Krähenfüße hier hinschmeißen. Und zwar dahin. Ich hätte auch eine Falle werfen können. Ne? Nicht eine Falle, ein Dingensbummens. So, jetzt pass auf. Und jetzt gehen wir hier ein bisschen die Augen offen halten da oben, dass wir wenigstens ein bisschen was machen können. So, machen wir das. Naja, ging so. War in Ordnung, Hammer. Erstmal hier nicht meckern. So, lass mal kurz gucken. Ja. Das hier. Würde ich da irgendwie was machen können? Ich probier's mal. Nee, ne? Dann haben sie wieder geschickt gemacht. Weißt du was? Dann bleibst du gerade stehen, wo du bist. Sollen wir vielleicht ein paar Fallen schmeißen? Dass wir zumindest ein bisschen was gemacht haben. Ja, komm, das ist eine gute Idee. Schmeißen wir... Da oben eine Falle hin. Nicht, dass ich jetzt da oben... Nee, ich habe schon dahin geworfen, ja. Und da. Ja. Was? Wieso habe ich den Schluss wieder verfehlt? Naja. Falle stehen. Fallen stehen. So, jetzt zu euch. Need a beat. Erstmal gucken, wie weit wir überhaupt laufen können. Ich kann mich da verstecken, das ist schon mal gut. Er hier darf hier hingehen. Okay, pass auf. Alright, we're here. Just sitting in the car. I want you to show me how you can get far. Now step on the gas. Step on the gas. Step on the brakes. Wir sind ja nicht ein Paper Party Rapper. Wenigstens selbes Genre. Ein bisschen. Rhythmus halt. So, pass auf. Ich kann ja hier noch gar nichts machen. Hier ist es Quatsch. Pass auf. Das ist ja Quatsch. Was ich gerade machen will, ist ja Quatsch. Wir stehen hier eigentlich recht gut. Ich würde gerne gucken, dass ein paar Gegner auf mich gehen. Okay, wir lassen ihn erstmal hier stehen, ja? Ich
ich würde ihn halt... Ich würde gern halt ein paar Leute dazu kriegen. Ja, dass wenigstens ein paar auf mich gehen. Oder was ist hier los? Hier kriege ich 2. Hier kriege ich 2. Wenn ich mich da hinstelle, sollte das doch deutlich besser sein, oder? Ja, hier kriege ich 3. Ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht. So, jetzt haben wir zumindest mal 3 abgelenkt. Dann würde ich auch mal sagen, ich verstecke den hier und lass ihn mal aufladen. Seinen einen Move, den er hat. Seinen einen Move, den er hat. Und ihn hier nehme ich dann halt doch dazu, hierhin. Und lass ihn... Ah, nee. Ich wollte gerade... Ich habe gerade überlegt, ob ich nicht ein Item schmeißen kann. Nee, kann ich nicht. Habe ich leider in dieser Runde schon getan. Dafür lasse ich ihn ein bisschen Abwehr trommeln. Auf dich besonders. Okay, dann gucken wir mal. Muss das jetzt das sein? Alter, mit dem Stöckchen geht's noch, Oma. Der ist nicht... Aha, guck mal, wer da gerade reinläuft, hä? Guck mal, wer mir da gerade reinläuft. Ei, verfehlt, aber verlangsamt. So, ein Giftpfeil macht der wohin? Okay, den habe ich... Hat selbst ein bisschen getroffen, warum auch immer. So. Ja, okay, das wird jetzt ein bisschen wehtun. Obwohl, es geht eigentlich, geht noch. Also ich hätte jetzt gedacht, dass die da deutlich... Oh, da ist noch einer. Der holt einfach nur. So, alles klar. So, jetzt erstmal zu euch, ja. Ihr beide steht zum Beispiel sehr schön. Und zwar aus folgendem Grund, dass ich euch beide jetzt halt hier so erwischen kann. Die Töle hat es nicht ganz gereicht. Schade, schade, Schokolade. Aber ich stehe hier relativ gut. Kann ich zum Beispiel ihn hier treffen? Also wenn ich jetzt das schießen würde... Oben ist noch eine Oma. Aber ihr geht's jetzt schon nicht gut. Okay, pass auf. Dann machen wir das so, dass ich halt notgedrungen aus meiner Deckung rausgehe. Was ist denn eigentlich... Warum funkelt denn das da immer? Das irritiert mich. Kann ich... Moment. Kann ich ihm nicht einfach hier eine Sprengnuschel an den Latz knallen? Erstmal hier bleiben, ja? So, pass auf. Dann eine Sprengnuschel an den Latz knallen. Reicht das dann nicht schon? Nee, ganz knapp nicht. Dann mache ich das auch nicht. Dann mache ich das auch nicht. Und gehe stattdessen dahin. Passt so. Also aus meiner Deckung raus quasi. Ah, da komme ich aber auch nicht hin. Das ist ja dumm. Alter, das ist wirklich total dumm, der da. Echt jetzt da. Warte. Treffe ich hier mit irgendwas? Ja, immerhin. Immerhin, ja, dann machen wir das so. Wenn er sonst nichts hinkriegt. Wie geht... Geht nicht, weil... Weiß nicht. Geht doch. Warum ist denn das eben kurz... Egal. So, dann haben wir den schon mal weg. Jetzt sind wir hier einigermaßen sicher. Das heißt, er wird wahrscheinlich meine Tänzerin angreifen. Ich weiß nicht genau. Das ist eine Rhythmuswirkerin, Tänzerin, weiß, was ich meine. Tanzt halt so. So. Du da. Bleibst mal ein bisschen stehen.
und trommelst etwas. Oder soll man da auf Angriff gehen? Nee, komm. Der trommelt hier. Der trommelt hier Angriff. Er trommelt hier ein bisschen Angriff, ja? So. Die Oma ist mir relativ egal. Lass mich mal kurz was gucken mit ihm. Ah, es ist... Oh. Guck mal. Wenn ich mit ihm hier hingehe, meinen Mega-Move mache, kann ich ihn... 1, 2... Klopp ich ihn dann da rein? Mit Schaden und so? Sieht nicht so aus, oder? Moment. Was macht denn der Move? Effektbereich, der 1 bis 3 Gegner, naja. Achso, nee, der kloppt den nicht da rein, der ist halt einfach so. Ist das die Alpha-Töle? Ja, die müssen wir auf jeden Fall platt kriegen. Ja gut, dann verbleiben wir, wie wir sind. Dann hau ich erstmal dem da eine rein mit meinem Super Move. So, uiuiui. So. Der macht schon, gell? Der trommelt schon. Ich will lieber ihn hier weghaben. Wenn ich hier hingehe und ihn einfach nur knüppel. Okay, wenn ich das hier mache. Auch nicht so sicher. Okay, pass auf. Dann gehe ich halt da hinten hin und knüppel dir da einfach eine drauf. Auch da ist es unsicher. Auch unsicher. Ja, dann nehme ich das da. Hat nicht gereicht, Mann. Jetzt habe ich alle noch am Leben. Jetzt kommen die Omas und heilen. Was macht die da? Die heilt jetzt die andere Oma. Okay, und die Oma heilt jetzt die anderen, schätze ich doch. Würde ich mal so machen. So, wir stehen hier ein bisschen geschützt. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, die heilt jetzt natürlich. Das ist natürlich doof. Ja, aber nicht viel. Ein bisschen. Vor dem Bogenschützen, da habe ich ein bisschen Angst. Ah, Kacke. Ei, kritisch auch noch. Jetzt nicht so dolle. So, okay. Also zuallererst mal. Okay, pass auf. Du machst den hier, haust da drauf. Lass mal kurz was gucken. Ja. Pass auf, meine Mega-Idee. Er macht den hier. Er haut da drauf. Einfach nicht lang schnacken, Schwert den Nacken. So, okay? So, warum habe ich das gemacht? Damit er aus dem Weg ist. Jetzt kann ich mit ihm nämlich hinter die Oma gehen. Kann mit meinem Mega-Move 2 treffen. Ist es geil oder was? So, wie geht der Mega-Move, bevor ich ihn verhaue? Links XA, alles klar. Links XA und alles ist klar. So, eine Oma ist platt. Und weil wir gerade so schön dabei sind, machen wir diesen Tölerich auch platt. Lass mal kurz gucken. Also der wird auf jeden Fall, wenn ich aber hier hingehen würde, würde das auch zählen. Also würde ich den auch klein kriegen? Nee, nicht wirklich. Okay, dann bleibe ich natürlich da oben. Richtig so. Und mach den einfach von da platt. Weil ein Gegner weniger ist ein Gegner weniger. Auch wenn der blöde Bogenschütze noch da ist. Der mich gerade noch ein bisschen leer. Aber dem nehmen wir uns jetzt an. Wir beiden Hübschen, ja? Hör mal. Monsieur, wie wär's, wenn du mal dem da ein paar Pfeile in den Nacken steckst?
Mann, das ist so viel einfacher, wenn der lahm ist, weißt du? Das geht deutlich einfacher. So, jetzt gucken wir mal die da. Dann würde ich mal sagen, wir bleiben mit meiner Heilerin, Yep. wo wir sind. Oder können wir jemanden treffen? Nicht wirklich. Sieht's hier aus? Auch nicht. Und vielleicht ein Geschenk hinwerfen? Auch nicht. Nee, Mädel, sorry, ich weiß dich sehr zu schätzen, aber, hör mal, haben wir uns nicht heilendes Pulver gekauft? Also Mädel, ich weiß dich sehr zu schätzen, aber im Moment bleibst du einfach stehen, wo du bist, da bist du am sichersten. Guck mal, jetzt kommt die Oma wieder mit ihrem Stückchen. Also, der Muskelfutze, der hat sie ja angetan. Die haut ja nicht wirklich zu, die fühlt mir, weißt du, so. Weißt du, so. So, Mann, ey, ich traue mich gar nicht, die Oma zu knüppeln. Ja, ich bin Thunder. Ich bin sehr thunderbar. So, okay, Oma, du und ich. Okay. So, guck mal her, geh mal da oben hin. Behalt mal die Oma im Auge. Mach einfach mal. Oh, komm, zu spät losgelassen. Also, falls die Oma sich doch irgendwie rauswinden kann, weißt du? So, mein Mädel. Und du? Magst du vielleicht auch mal was machen? Also, ja, sie mag schon, sie kann halt nur nicht. Armes Mädel. Ja. Wie sieht's denn aus hier bei der Oma? Ey, Mädel, bleib einfach stehen. Wir wuppen das schon, okay? Wir wuppen das schon. So. Du hast jetzt die Chance. Nein, du wirst heilen. Du wirst heilen, mein Guter. Weil, warum denn nicht? Warum muss ich denn jetzt mit aller Gewalt, nicht, dass die wirklich noch ein Ass aus dem Ärmel schüttelt oder so, die Oma. So, bleibt also nur noch die Oma übrig. Ich kann zumindest mit ihr ein Feld hochgehen. Ja. Ja. Und dann, sorry Mädel, wartest hier. Alles klar. Fehlt noch wer? Ach so. Ah. Ja gut. Pass auf. Dann mach halt. Wenn du unbedingt willst, dann mach die Oma halt platt. Ich hätte sie noch schöne Runde leben lassen. Ah, gucke, sie hat überlebt. Oma, heil dich mal bitte, wir wollen noch ein bisschen spielen. Oh, doch nicht. Haha, reingelaufen. Tut mir leid, Oma. Hattest deine Chance. So, das lief doch recht gut, oder? Astrein lief das. Astrein wirklich hier. Stolz. Ich bin stolz auf uns. So, was haben wir denn? Eine grüne Schärpe. 5% auf Glückswert haben wir doch schon. Ein geborstenes mit rundherum. Schlechte Treffer zählen immer als perfekt kritischer Treffer, während perfekte Treffer als schlechte Treffer zählen. Das ist nicht gut. Sprengmuscheln, Rhythmusketten. Okay. Und Rhythmussteine. Kann man da auch gleich verteilen, ja? Habe ich gehört. So, jetzt pass auf. Grüne Schärpe. Wie wär's denn? Nee, das machen wir nicht hier, oder? Oder doch? Oder doch? Ich weiß nicht. Ja doch, eigentlich, komm her. Glückswert. Kann man das nicht hier irgendwie verteilen? Achso, du musst, glaube ich, jetzt auswählen. Ah ja. Ich gebe mal dem eine grüne Schärpe. Das ist halt wirklich... Schlechte Treffer zählen immer als perfekte kritische Treffer, während perfekte Treffer als schlechte Treffer zählen. Das würde ja aber bedeuten... Schlecht, ja, schlecht ist nicht verfehlt. Schade. Sonst hätte ich ja sagen können, da können wir ja ganz locker cheaten, weißt du? Indem wir sie einfach immer verfehlen. Oh nee, das ist mal, oh, das vergesse ich dann wieder und dann mache ich hier dumm Zeug. Nee, das rentiert sich nicht. Nee, du, lass mal gut sein. So, pass mal auf, passt so. So, jetzt kriegen wir hier noch ein bisschen Jösses, ne? Okay, fangen wir hier mal an. Aufmerksamkeit, passiv. Die kritische Chance von Gegnern wird gegen Verbündete innerhalb der Aura um 25% verringert. Also gegen meine Leute tun Gegner 25% weniger Crit-Damage
Trefferchancen-Dönse. Gegner innerhalb der Aura erlangen eine Chance von 50%. Ein Zug lang am Ende des Zuges der Kriegskapelle wird unruhig. Unruhig ist Verfehlen-Chance um 25% erhöht. Und hier ist um 25%, also die Verfehlen-Chance. Also 1:4, dass sie nicht treffen. Und hier ist 1:4, dass wenn sie treffen, dass es kein kritischer Schaden gibt. So, ich nehme das da. So, den haben wir. Was haben wir hier noch? Präzise Schritte. Ein physischer Angriff auf ein Einzelziel, der 1 bis 2 Züge lang, je nach Auswahl des letzten Taktgebers schwächt. Also ich kann entweder bluten machen oder verlangsamen. Und es ist ein physischer Angriff. Oder das hier, das hat mir recht gut gefallen. Ausfallschritten Konter. Schreite 1 bis 2 Felder nach vorne und nimm eine Nahkampf-Wachsamkeitshaltung ein. Wenn sich ein Gegner in Fähigkeitenreichweite befindet, werden ihm Punkt. Ausfall kann durch Gegner hindurchgehen. Ich glaube, das geht doch, öfters, oder? Das nehmen wir einfach nochmal, da können wir gucken. Also das ist kein direkter Angriff, aber es ist Wachsamkeitsstellung so. Und was haben wir hier? Standhaft. Erhöht den Verteidigungs- und Widerstandswert um 2 pro Gegner in der Nähe des Barbaren und füge 20% der fehlenden Lebenspunkte Schadenbonus. So, ich nehme mal das da. So, haben wir hier noch was? Nee. Okay, weiter. Na gut. Haben wir gut hingekriegt, finde ich. Haben wir sehr gut hingekriegt. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Ah ja. Ungenützte Schmuckstückplätze. Ja, zeig mal her. Ich weiß, das war ungenützte Schmuckstücke, aber wir haben ein blödes Schmuckstück. Da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Das muss ich irgendwie verkaufen. Das will ich nicht anlegen. Lass mal gut sein. So, jetzt pass auf. Wir gehen da noch hin. Darauf arbeiten wir ja schon die ganze Zeit hin. Die gefährliche Stelle. Ihr kommt an dem markierten Ort an und seht einen kleinen Teich. Ihr nähert euch ihm vorsichtig, stellt aber rasch fest, dass keine Gefahr droht. Die Kiste, die ihr bekommen habt, scheint das wertvolle Relikt zu spüren und summt lauter, als ihr euch dem Teich nähert. Du greifst in das Wasser und holst ein seltsames Schmuckstück heraus. Okay, also das Ding ist, wir haben diese Kiste und den dazugehörigen Auftrag von diesem Schlangenkult gekriegt, diesen Kapuzenmännern. So, die haben gesagt, hier, wenn du mir ein Schmuckstück holst, legst es bitte in diese Kiste und dann kriegst du 300 Gold und wir die Kiste halt, ne? Oder aber Schmuckstück und Kiste wegwerfen. So, jetzt ist das Problem. Wir kamen dieser Schlangenkult, der hat halt schon den Namen Kult im Namen. Der kam mir ein bisschen zwielichtig vor, weißt du? Ich glaube nämlich, sobald die das Relikt haben, werden die uns angreifen. Deshalb würde ich hingehen, scheiß auf das Geld. Brauchen wir im Moment nicht. Wir schmeißen beides lieber weg. Dann werden wir auch gegen den Schlangenkult kämpfen müssen, aber die sind wahrscheinlich schon aufgepowert. Komm, ich schmeiß das jetzt weg. Ich gut. Achso, du behältst das Schmuckstück und wirfst die Kiste in die Büsche. Scheiße, Mann. Ich habe gedacht, ich lass beides. So, als deine Kriegskapelle das Gebiet verlässt, geht die Kiste in Flammen auf und ihr hört einen wütenden Schrei, während die Kiste zu Asche wird. Ich krieg also das Zeichen der Schlange. Bronzenes Idol. Gewirkte oder erhaltene Stärkungen oder Schwächungen halten 50% länger an. War ein blödes Idee. War ein blödes Idee. Hui. Jetzt sind wir auch noch beim Endgegner. Mann, lass mal ganz kurz gucken. Das war jetzt nicht so gut, ich weiß. Also wir hätten hier noch dieses blöde Metronom. Oh, Moment. Das ist ein Schmuckstück. Muss ich das anlegen? Ich dachte, guck doch mal da oben. Siehst du das? Vom Schlangenbund mit einem Mal belegt. Erhöhte Wahrscheinlichkeit, in einen Hinterhalt zu geraten. Ach, das auch noch! Zusätzlich zu dem Ding, wenn ich es denn anlegen würde. Was ich aber nicht mache. Also im Moment ist nur, dass wir in einen Hinterhalt geraten können. Ja, nun gut. Habe ich nicht vor. Vor allen Dingen nicht heute. Gucken wir mal morgen, ob wir in den Hinterhalt geraten, okay? Mir geht die Luft aus. Danke, bleibt muskulös und tschüss, bis morgen.